Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zum 9. Bundesligaspieltag zu Hause gegen Union Berlin. Und bevor wir reingehen in den Bums, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da. Wenn es euch nicht gefällt, lasst kein Abo da. Und damit gehen wir rein in den Bums. Ja, hallo. Nach 3 Auswärtsspielen in Folge freut sich der FC Bayern einfach auf morgen zu Hause gegen Union Berlin in der Bundesliga. Servus zur nächsten Pressekonferenz, keine 2 Tage nach der vergangenen. Alles ein bisschen viel. Wild, ja. Stimme ich zu? Alles ein bisschen viel im Moment. Aber Winnie ist da und Max und ihr mit euren Fragen. Okay, bitteschön, feuerfrei. Da hinten Felix Roderer für Antenne Bayern. Hallo Vincent, Frage an Sie. Eric Dier ist ausgewechselt worden am Mittwoch. Dayo Upamecano war gar nicht dabei. Welche Optionen haben Sie denn jetzt Ja, interessante Frage, wa? Wir wissen ja noch gar nicht, wer morgen überhaupt spielen kann. für die Innenverteidigung und welche sehen Sie auch? Ja, also 18 Spiele sind noch fit. Deswegen habe ich noch 18 Spiele als Option für die Position. Aber ich sage das nur, weil ja, wir haben auch gesehen im letzten Spiel, es ist natürlich schade, wenn eine Spieler nicht dabei ist. Für uns ist es wichtig, dass alle fit bleiben, gerade weil wir so viele Spiele haben. Aber ich habe immer Vertrauen auch in die anderen Spieler, dass die auf die Position wissen, was die tun müssen. Und die anderen Spieler, die uns geholfen haben auf diese Position, haben das bis jetzt auch immer hervorragend gemacht. Ja, erste Option hört man ja schon raus, ist Leon Goretzka, ne? Das heißt also, die beiden sind morgen nicht dabei? Nein, das heißt, wir sehen morgen. Aber falls was passiert, dann habe ich immer Vertrauen in die Jungs, das wir haben, in die Kader. Ich habe das von Anfang an gesagt. Es sind nicht die einzigen Innenverteidiger, die verletzt sind. Wir haben natürlich auch Hiroki und Stani und in der letzten Spiel auch Upa und Eric Dier. Aber wir haben keine Ausrede gesucht. Wir haben weitergemacht und das wird auch so bleiben. Weiter geht's mit Klaus Bergmann für die dpa, bitte. Herr Kompany, bei Jamal Musiala, wenn man sieht, wie er so oft mit dem ersten Kontakt schon den Ball annimmt, dann diese fast schlangenhaften Bewegungen. Man merkt aber auch, dass die Gegenspieler, teilweise kommen sie zu spät, teilweise gehen sie doch körperlich ihn auch ganz schön an. Wie kann man ihn auf dem Platz beschützen? Wie können die Team... Alter, sind wir jetzt hier auf dem Level angekommen, oder was? Musst du mal ein Messi beschützen, oder was? Ja, das ist der Los dieser Spieler. Willst du jetzt, wir spielen keine American Football, Alter. Ja? Wir können ja Palin ja vorlaufen lassen, der grätscht alles weg und checkt alles weg und dann muss ja da freie Fahrt, oder was? Wir reden über Fußball, was ist denn los, Alter? Wenn der Gegner hart spielt, wer muss die Spieler beschützen? Der Schiedsrichter. Ja, indem er Karten zieht. Ja, ohne Wenn und Aber. Ja, alles andere ist hinfällig. Teamkollegen ihn schützen, dass er nicht zu hart genommen wird? Nein, wir müssen natürlich die Regeln nicht ändern, nur für einen Spieler. Aber was wichtig ist, und das ist, glaube ich, was die Intention angeht. Also, und das gehört natürlich die, sagt man, Unparteiische? Die Schiedsrichter. Das gehört denen natürlich, diese Entscheidung, aber man muss schon spüren, im Laufe des Spiels, ob eine Spieler zu dem Ball geht und dann den Ball vererobern will oder ob es nur aus Frustration ist. Und wenn es das Zweite ist, dann ist es gefährlich. Und da musst du Karten zeigen. So schützt man solche Spieler. Und manchmal hast du nicht immer jede Schiedsrichter, die vielleicht diese Nuance auch ganz genau beobachtet. Aber das ist das Unterschied. Und wir als Mannschaft, wir als Verein wollen natürlich finden, dass solche Spiele natürlich wichtig sind, nicht nur für uns, aber für Fußball in der Bundesliga. Und es ist auch wichtig, dass wir richtig damit umgehen. Torben Hoffmann für Sky ist der Nächste, bitte. Ja, 2 Fragen, eine an Winnie, eine an Max. Winnie, wie schwer ist es für dich jetzt gerade aus 4, 2 Offensivspieler rauszufiltern? Also du hast jetzt Leroy Sané von Beginn an gebracht gegen Mainz, der meines Erachtens ein ordentliches Spiel gemacht hat, jetzt so ein bisschen in den Rhythmus reinkommt. Hat er die
Berechtigung, auch jetzt gegen Union wieder von Beginn an zu spielen? Oder ist es schwer für dich, ihn jetzt auch nach so einem Lauf oder nach den 2 Spielen auch auf die Bank zu setzen? Nein, ist überhaupt nicht schwer. Also gerade in Also, wenn man jetzt gegen Union auf Michael verzichtet, dann läuft aber auch was verkehrt. Ja? Wenn man da jetzt ein Nibo in diese Mannschaft reinreden möchte, nee. Sorry, auf gar keinen Fall. Ja? Ich weiß, viele von euch sehen die Leistung besser, als ich sie sehe von Leroy Sané. Das ist auch völlig fein für mich. Aber nein, er ist bei weitem nicht auf dem Niveau eines Michael Olise. Nein, definitiv nicht. Ja, er kommt gerade ein bisschen besser in Fahrt, das sehe ich auch, da gehe ich auch mit rein. Kannst du dann auch in Spielen wie gegen Bochum oder Mainz machen, aber nicht gegen Union Berlin. dieses Moment, ich verstehe es, vielleicht manchmal, wenn eine Finale ist oder so, dann kannst du nur mit 2 spielen, das stimmt. Aber jetzt in diesem Moment und gerade für diese Position ist es wichtig, dass wir einfach diese Spieler haben. Wir haben nicht zu viel. Und ja, die haben das bis jetzt alle gut gemacht. Es gibt nicht viel Unterschied. Vielleicht manchmal unterschiedliche von Profil. Aber ich finde, dass das gehört zu Mannschaften wie Bayern München, dass das nicht übertrieben Luxus ist. Und Max, Jamal hat sich nach dem Spiel bei uns geäußert, was jetzt so eine mögliche Vertragsverlängerung angeht, dass er da sehr positiv ist, sich sehr wohl fühlt. Inwieweit kannst du da ein bisschen verraten, gerade auch bei den Spielern, Jamal, was natürlich ein ganz wichtiger Spieler ist, Kimmich, Sané, wo die Verträge natürlich jetzt auch in der kommenden Saison schon auslaufen, wie zuversichtlich man da ist, auch Davis fragen wir gar nicht mehr, oder? möglichst zeitnah, gerade auch bei Jamal, eine Lösung zu finden. Danke. Wir machen unseren Job. Wir versuchen im Hintergrund die Gespräche zu führen. Wir führen sie, geben Coole Jacke hat er an. immer wieder ein Stück weit Wasserstandsmeldungen über die positive Gespräche, die wir führen, hat Jamal ja auch bestätigt. Aber am langen Ende werden wir dann verkünden, wenn es was zu verkünden gibt. Es gibt einen Wunsch, es gibt aber auch eine Partei, die auch einen Wunsch hat und das muss man übereinander legen. Aber momentan ist alles am Laufen, sehr, sehr positiv und wie gesagt, wenn es dann zu verkünden ist, dann tun wir das. Und bei Leroy auch? Also ich meine, Bei für ihn allen. ist es auch wichtig zu spielen, ne? Also sich auch zeigen zu können. Ansonsten ist es natürlich bitter, wenn er relativ viel draußen sitzt und da, wenn der Vertrag ausläuft, dann... Ja, aber das hat Vinny ja gesagt, wir haben ja einen Kader und wir brauchen auch diesen Kader. Und das heißt nicht immer, wenn einer dann nicht spielt, jetzt ist die Verlängerung wieder in weite Ferne gerückt, jetzt hat er gespielt, hat in Spielen Tore gemacht, jetzt ist die Verlängerung eigentlich eine Frage der Zeit. Wir machen uns darüber hinaus Gedanken. Es ist ein Kaderplan für die nächsten Jahre. Und das heißt nicht, wenn einer auf der Bank sitzt, dass wir automatisch nicht verlängern. Genau andersrum ist es auch nicht automatisch der Fall. Wir machen uns einfach Gedanken und wir sind froh, dass wir solche Spieler in den Reihen haben. Und wie gesagt, ob es Jamal ist, ob es Leroy ist, ob es Joshua ist, ob es Manuel ist, ich habe jetzt hoffentlich keinen vergessen, wenn man gesagt hat, da sind die Gespräche jetzt noch weit. Das machen wir. Das ist unser Job, den machen wir aber im Hintergrund und natürlich spekuliert ihr darüber, ist logisch, aber ich bin jetzt nicht hier und sage irgendwelche 60, 40, 70, 30. Gute Gespräche. Ja, was hat man jetzt auch erwartet auf diese Frage? Ja. Wenn es Ergebnisse gibt, werden die verkündet und ansonsten, wie er sagt, wird es keine Wasserstandsmeldung geben. Also. Manuel Bunker für TZ. Das kann man sich aber auch denken. Hallo, Herr Kompany. Herr Kompany, mit was für einem Spiel rechnen Sie gern gegen Union Berlin? Also wie spielen die Eisernen? Hinten reinstellen und die gute Abwehr einfach hochhalten oder rechnen Sie auch mit einem Offensivspektakel der Gegner vielleicht als Überraschung? Ja, na klar. Da ist Union wahrscheinlich auch die Mannschaft für, oder? Die kommen nach München und die brennen Offensivfeuerwehr. Ich habe keine Kontrolle über was der Gegner entscheidet für dieses Spiel. Ich weiß nur, dass die das bis jetzt einfach sehr gut gemacht haben und die sind oben dabei und für uns ist das deswegen auch nicht so, dass wir die unterschätzen, auf jeden Fall nicht. Aber es geht immer wieder bei jedem Spiel auch sehr, sehr viel um uns und wie wir unsere Leistung bringen. Wir spielen zu Hause, wir haben 13 Mal gespielt, 9 Mal auswärts, also es ist für uns auch, die Spielfreude kann auch von uns kommen und hoffentlich sind unsere starke, ist das, was das Unterschied. Darf man halt auch nicht vergessen, ne? Bei all dieser Kritik, die teilweise auch aufkam, so von den Ergebnissen her. Das ist halt schon krass, ne? Wenn man von 13 Spielen 9 Mal auswärts spielt, habe ich gar nicht auch selber so auf dem Schirm gehabt, müsste ich auch echt mal nachgucken. Dann ist diese Ergebnisse, die wir erzielt haben, eigentlich nochmal viel, viel höheren Stellenwert.
Man darf das nicht unterschätzen, gerade in englischen Wochen ist es halt immer ein Boost, ja, wenn man halt nicht so bei diesen 100% ist, die man zu leisten imstande ist, wenn man dann zu Hause spielt und das Stadion im Rücken hat, wenn es mal nicht so läuft. Ja. Unterschied ist morgen und dass die natürlich sehr, sehr gut verteidigen, dass die sehr gut im Counter sind, dass die auch auf die zweite Bälle sehr aktiv sein, dass das eine Mannschaft ist, auch mit einer gewissen, die haben viele Persönlichkeiten in der Mannschaft auch, das siehst du, die Kommunikation zwischen die Leute in die Fünferkette und die glauben von die drei. Also das, was uns fehlt. Kommunikation auf dem Feld zwischen Abwehrreihe und dem Rest wäre manchmal gar nicht so schlecht, glaube ich. Drei vorne, das ist schon eine Mannschaft, die genau weiß, was die machen müssen. In jedem Spiel haben die das gezeigt. Aber wir bringen es wieder zum Fakt, dass das ein Spiel ist in Allianz Arena, dass wir endlich mal wieder zu Hause spielen und für uns ist das einfach so eine Priorität. Michael Schröer für die Bild-Zeitung. Hallo Herr Kompany, Mathis Tell hat in Mainz eine ganze Halbzeit gespielt. Wie sehen Sie ihn momentan und gibt es Gedanken darüber, dass vielleicht eine Leihe ihm gut tun würde? Ich werde einfach ein bisschen summarize, wie sagt man das auf? Zusammenfassen. Ein bisschen zusammenfassen, was für Fragen wir bekommen haben bis jetzt. Also wir haben in den letzten 3 Spiele gegen deutsche Mannschaften 13 Tore oder 14 Tore und 3-0 und ich bekomme Fragen wir bekommen Fragen über Leroy Sané, seinen Vertrag und dann den Vertrag von diese Spiele, Mathis Tell und dann geht es so weiter. Ich glaube, jeder hat dazu beigetragen bis jetzt, dass die Mannschaft leistet, was die leisten. Und es ist wichtig, dass wir nicht vergessen, dass wenn du als Trainer 11 Spieler spielen lässt, dass immer diese Geschichte gibt in dieser Mannschaft, aber letztendlich, wir glauben, dass am Ende jeder eine Rolle spielen wird, jeder wichtig sein wird und also ich werde jetzt nicht auch nur für Max sprechen, aber Mathis macht es überragend und deswegen bekommt er immer wieder seine Chance bei Bayern München und er ist ein junger Spieler für die Zukunft. Er muss einfach weitermachen. Aber nur damit ich sagen, wir können alles besprechen, aber natürlich es könnte auch in 5 Minuten vorbei sein, wenn es nicht über die positiven Dinge geht, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt auch fokussieren. Wir sind eine Gruppe, eine Mannschaft, wir brauchen jede und Mathis gehört dazu, so wie jeder andere Name, das wir heute nennen können. Ja, ich denke, man sieht schon, dass es ihm ein bisschen auf die Eier geht und hat er ja auch am Anfang gesagt gehabt. Ja, und wir müssen mal weg davon. Ne? Wir sehen es ja immer wieder. Wenn jetzt ein Leroy 3 Spiele nicht spielt, dann ist da gleich wieder ein Fass, bla, hier. Und Vinny sagt's genau richtig. Ja, es geht um die Mannschaft und Mathis Tell, was soll er da jetzt im Einzelnen drauf eingehen? Ja? So, er hat's gesagt, er macht's gut, er wird immer wieder seine Chancen bekommen und so wie ich es auch gesagt habe, Mathis muss einfach seine Lockerheit wiederfinden. Ne? Und wenn er die wiederfindet, dann wird er auch wieder treffen, wird wieder mehr Einfluss haben aufs Spiel und dann wird er auch automatisch ein bisschen mehr Spielzeit kriegen. Ja, aktuell macht das nicht so gut, bekommt trotzdem die Spielzeit. Hatten Vinny ja auch gerade gesagt. Da sehe ich gar keine Probleme bei Mathis Tell. Adam Aznuda, das ist das Thema, könnte man aufmachen. Hätte man da mal nachgefragt, das wäre ein bisschen sinniger gewesen, als jetzt zu fragen, ja, wie haben Sie es gesehen, bla, Sülz. Was soll er sagen? Mathis Tell war durchschnittlich, zweite Halbzeit. Wir haben aber auch nicht mehr irgendwie Feuer gespielt. Wir haben den Ball in den eigenen Reihen gehalten, haben rumgeeiert, um Kräfte zu schonen, alles fein. Ist dann auch ein bisschen undankbar, die Rolle. Hatte 1, 2 schlechte Aktionen, hatte 1, 2 gute Aktionen, alles tutti. Ihm wird die Spielzeit gut tun. Und fertig. Ja? Also, weiß ich nicht. Er sagt's ja selber. Ne? Die Mannschaft steht im Fokus und das ist auch das, wo wir wieder hinkommen müssen. Ne? Wir müssen mal wieder wegkommen von diesen ganzen Fragen auf dem PK nach Spieler X, Y, Z, wie er es gerade sagte. Ja? Bewerte doch mal die Ergebnisse, guck doch mal, was gut läuft und frag doch da mal nach. Ja? Und frag doch nicht nach einzelnen Spielern ewig. Was soll der Mist? Dann ist der Klaus Bergmann noch. Das ist ja schließlich ein Mannschaftssport hier und kein Tennis.
Mal dran, bitte. Ich wage es trotzdem, zu einem Einzelnen zu fragen, auch wenn es positiv ist. Danke. Alphonso Davies ist immer noch ein recht junger Spieler, obwohl er schon jetzt jahrelang dabei ist. Und in der letzten Saison stagnierte so ein bisschen seine Leistung. Also er hat nicht mehr so prägend auf das Spiel eingewirkt. Wie sehen Sie im Moment seine Entwicklung? Es wirkt als Beobachter so, als wenn er wieder seine Stärken besser findet, auch gerade nach vorne. Ja, und nochmal, danke für die Frage. Und es geht jetzt über eine Spieler, die überragende Leistungen bringt. Und ich habe das auch gehört, dass es vielleicht in den vergangenen Jahren nicht so war, aber ich habe nichts davon gemerkt. Also den Spieler, den ich habe jetzt, oder den wir haben heute, gehört zum absoluten Top. Und der soll natürlich so weitermachen, aber er kann sich noch entwickeln auch. Das ist natürlich sehr interessant für mich als Trainer, weil du hast einen Spieler, die nicht nur schon ein ganz hohen Level spielt, aber noch wahrscheinlich eine Level höher kann. Und ja, das macht natürlich für mich viel Spaß, aber also auch diese Konsistenz ist im Moment sehr gut und das wollen wir auch so behalten. Machen wir noch 3 Fragen, bitte. Nikolaus Linner, auch für die Bild. Servus zusammen. Frage an den Coach. Ich wollte noch mal nachhaken wegen Upamecano und Eric Dyer sagen, das wird man morgen sehen. Gibt es bei den beiden schon eine Tendenz, wie es aussieht, ob das möglich sein könnte? Und wer dann, sollten beide ausfallen, Leon Goretzka für die Position? Nein, wäre natürlich nicht Leon Goretzka, sondern Harry Kane. Alter, er ist doch ein Bildreporter, der bei jeder verkackten PK dabei ist, oder? Er sollte doch ein klein wenig diesen Kader kennen. Wen gibt es denn, wenn Upamecano und Eric Dyer ausfallen sollten in dieser Mannschaft, der dann einen Innenverteidiger spielen könnte? Wen gibt's denn dann? Wäre der Leon eine Option? Was ist das für eine dumme Frage? Auch eine Option aus Ihrer Sicht oder wie planen Sie dahinter? Also Tendenz sieht gut aus für beides, muss man sagen. Und aber trotzdem gebe ich mir die Zeit bis morgen, damit wir eine Entscheidung treffen. Aber es sieht gut aus. Und ich habe es auch gesagt, Leon hat es für uns überragend gemacht in dieser Position. Sogar Conny gestern, Mittwoch auch. Und ich könnte jetzt sagen, ja, dass es für uns schlimm ist. Wir haben 2 oder 3 oder 4 Innenverteidiger, die rausfallen, aber wir haben keine Sekunde darüber gemeckert und wir sagen, okay, wenn es eine andere Junge ist, haben wir auch die Vertrauen und dann machen wir das mit diesen Spielern. Und wir haben sehr viele Spieler, die flexibel sein, die richtige Mentalität haben, die einfach auch eine Rolle haben wollen für diese Mannschaft. Und die Position ist dann nicht so wichtig. Und ja, deswegen habe ich nicht zu viel. Ich hoffe, dass alle fit sein, einfach weil wir das brauchen. Aber wenn es falls was ist, dann habe ich auch Vertrauen in die anderen Jungs. Dahinter Felix Roderer wieder, bitte. Herr Vincent, nochmal Frage an Sie. Sie haben schon angesprochen, die Torstatistik gerade seit Barcelona wirklich sehr dominant auch wieder. Gibt es trotzdem irgendwo in Ihren Augen jetzt Verbesserungspotenzial? Gibt es irgendwas, was Sie morgen gegen Union nochmal besser sehen möchten? Ja, ich habe das auch schon gesagt, aber es ist immer so für mich. Es gibt nicht eine Situation oder Regel, wo wir nach Barcelona auf einmal ganz in die Dramatik reingehen oder dass wir jetzt 9 Tore schießen in 2 Tagen oder 3 Tage, dass wir auf einmal sagen, wir sind die Beste. Wir bleiben ruhig dabei. Wir glauben und wir sehen auch, dass die Mannschaft besser wird, noch besser werden kann. Aber da steckt einfach sehr viel Arbeit dran. Unser Fokus ist darauf und dann spielst du morgen gegen Union Berlin. Das ist natürlich die beste oder zweitbeste Verteidigung im Moment in die Liga. Das heißt, es gibt schon auch eine gute Messung morgen. Und vielleicht müssen wir noch einen Schritt extra machen morgen, damit wir hoffentlich wieder Tore schießen können. Aber erstmal abwarten bis morgen, wer fit ist, wer spielen kann und dann einfach Vollgas wieder und hoffentlich zu Hause ein Sieg für uns. Dann einmal noch bitte Manuel Bunke. Wäre doch ein schönes Schlusswort gewesen. Thema Tore schießen, Herr Kompany. In Mainz wurde viel davon gesprochen, dass Sie Abstauber trainieren im Training.
weil auch viele Abstaubertore gefallen sind. Können Sie uns mal so einen Inside-Einblick geben, wie trainiert man Abstauber? Macht man da einen Schuss aufs Tor und Manu muss abprallen lassen den Ball oder wie sieht das in der Praxis aus? Ich musste erstmal das Wort lernen, das war der erste Schritt. Und dann, ich glaube, es gibt zwei. So can I answer in English actually? So I have a little bit the freedom. So I think there are two ways to think about this. The first one is, of course, you train it, and it's a lot of repetition. It's little drills, and it can be even in a movement pattern without any opposition, just to follow the shots. But I think when you're in a club like this club, the biggest advantage we have is we have fantastic examples. So sometimes it's just about saying, look what Thomas Müller does when the shoot goes on target. Look what Harry Kane does when the shoot goes on target, and to hopefully have as many players as we can that believe in these moments that they can land on a rebound. So there's nothing genius about it, but it's trying to install it as part of our habits and then the players buying into it, of course. Yeah. Schöne Frage, schöne Erklärung. Danke. Dann bis morgen. Servus. Danke. Ciao. Ja, ich übersetze es mal ganz kurz so in eigenen Worten. Er sagte, natürlich kann man das trainieren, indem man dann gewisse Laufwege einstudiert, wenn ein Schuss aufs Tor geht, aber es ist natürlich der bessere Weg, wenn man Beispiele dafür in der Mannschaft hat, und die hat man ja mit Thomas Müller und Harry Kane. Da müssen die Spieler einfach darauf achten, was diese Spieler tun, wenn ein Ball aufs Tor geht, wie sie sich dann verhalten, und davon sollen sie lernen. Gut, Leute. Genau, hier nochmal der Hinweis, abonniert den Kanal, wenn es euch gefällt. Wenn nicht, dann nicht. Das war's. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich hoffe morgen auf ein gutes Spiel. Wird nicht einfach, gegen eine gute Abwehr. Werden wir da ein bisschen Spielglück brauchen, aber ich denke, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, und ich wünsche uns allen ein schönes Spiel mit einem positiven Ergebnis für uns. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal, und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.